Die Lehrerin an der Schule, die hat Rechte und fragt dann der Schüler, sagt ganz besonders, Johanke, sei mal, was für eine Zeitform ist das? Wenn ich sage, ich sündigt, du sündigst, er sündigt, wir sündigen. Was ist das für eine Zeitform? Was ist das für eine Zeit? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, was ist das? Das Jung, der sagt, das ist Zeit zum Amtieren, Zeit zur Bekehrung. Wenn jemand sündigt, ist Zeit zur Bekehrung. Das wird die rechte Antwort sein. Und es steht überall mit diesem Wort, ist das Vergangenheit, ist das Zukunft, ist das Gegenwart, am dort zu denken, was für eine Zeitform das ist das eine Zeit zu bekehren. Diese Lehrerin hat keine andere Wortbrücke, zum Beispiel, ich esse, du isst, oder ich trinke, du trinkst, und wir trinken, so steht. Aber die braucht das Wort Sünde. Ich sündig, du sündig, als wenn das einfach normal ist. Nicht bloß im Satzbau von dieser Lehrerin, wie das normal, ich sündig, du sündig, wir sündig, sondern allgemein, manche Menschen sagen, ich weiß, dass was ich tue, dass das schlecht ist, aber das tun nicht alle Menschen. Ich weiß, dass das nicht gut ist, aber vielleicht nicht von dem Moment zu bekehren. Wenn du eine Sünde an dein Leben entdeckst, dann ist von der Zeit zur Bekehrung, der Zeit zum Amtieren, zum einfach dort zu bekennen und Tag zu lassen. Und manche Menschen versichern dann, ich kann nicht. Da gibt es ein paar Gruppen. Einige, die bekehren sich, einige andere das leben. Einige sagen, ich sehe so Sünder, Gott wird mir so besonders hier. Einige, die denken, solange es keine Antwort ist, ist es doch nicht so schlimm. Aber in diesem Bereich von der Zeitform von Amtieren sagt uns die Bibel in 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14, in meinem Fall, dort eine Nummer genannt ist, wenn dort sich demütig wird, und dort nämlich beten wird, in mein Angesicht seht wird, und von ihrer schlechten Weg umdrehen wird, dann wird ich im Himmel den Herren ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Wenn die Worte nämlich beten, wenn die mich seht worden, das ist nicht automatisch, naja, Gott wird ja in ihr Tod reichen. Gott ist ja sowieso ein bisschen alt und blind, die wird das nicht so sein, das stimmt nicht. Gott hat ganz klar alle Sachen. Und das ist nicht, dass wenn du allgemein Geld bist, dass diese Kleinigkeit plötzlich Tag läuft. Wenn das eins ist, das ist ein Sinn, das ist im Moment Jesus, der te übergeben. Und wenn du denkst, dass du bist so weit auf von Gott, Gott hat Jesus Christus geschickt, der wie Mensch am einfachsten Menschen zu helfen, die selbst nicht kennen, das ist nicht nötig, wieder darüber zu verdammen, sondern einfach am Verzeihung fragen und ich würde Tag lassen und ich würde umdrehen. Und wir brauchen nicht immer allein die Kraft haben. Gott will auch helfen, aber Gott hat uns Gemeinde gegeben. Gott hat dann unsere Menschen gegeben, wo ich sage, weißt du was, ich habe ein Problem hier, kannst du mir helfen in dem Bereich? Und so jeder sind andere Menschen, die uns daran helfen können, nicht um die zu verdammen, sondern zu helfen, da rauszukommen, in Frieden zu sein und einfach mit einem Frieden gewissen am Weg in den Himmel zu gehen.